So, ich bin wieder da mit einer wunderbaren Maus. Ich sag's euch. Das geht tipptopp. Ja. Ich kann euch eigentlich noch zeigen, wie weit man eigentlich weg kann. Man hört nur noch den Wind, ist auch geil. Dann kann man so wieder runter. Bis ganz aufs Gras. Ich habe gemeint, man kann noch bessere Einstellungen haben, dass man sogar Käfer sieht, oder man sieht die nur an gewissen Stellen, ich weiss es nicht mehr. Wir gehen auf jeden Fall mal weiter. He? Oh. Eben, die Steuerung habe ich nicht mehr so im Griff, ich habe es eine Weile lang nicht mehr gespielt. Wollt ihr das Land wirklich verlassen? Klicke nochmal, um zu bestätigen. Bis nachher. Nun, da ihr eure Macht kennt, sollten wir die griechische Hauptstadt besuchen. Ja, dort haben wir eine Menge Fans. Bitte erhöre uns. Hört nur. Hilfe! Hört ihr das? Wir beten. Das sind Gebete. Erhöre Etwas unsere Schreckliches Gebete. scheint passiert zu sein. O Allmächtiger, erhöre uns in der Stunde der Not. Unsere Armeen sind besiegt. Die wenigen Überlebenden verstecken sich hier vor den Azteken. Und nun stehen sie vor der Stadt. Ich flehe dich an. Hilf uns! Oh nein! Eine riesige Armee der Azteken! Eine Invasion! Unsere Stadt wird belagert. Die Azteken haben unsere Truppen fast vollständig vernichtet. Wir werden alle sterben. Die Azteken haben die Mauer eingenommen. Sie braucht einen Dorfbewohnerboss. Ja, ihr habt ihn am richtigen Ort abgesetzt. Die brennenden Häuser schneiden unseren Gefolgsleuten den Weg ab. Setzt sie in dem Portal ab. Der Dorfbewohner ist in Sicherheit. Sehr gut. Was ist hier los? Was ist das für ein Grollen? Die Kreatur scheint ein seltsames Ritual abzuhalten. Keine Ahnung. Aber wir müssen so viele Menschen wie möglich retten. Was treiben diese verrückten Azteken da? Unsere Leute mit Fässern zerquetscht. Da, noch mehr Fässer, die den Hügel hinunterrollen können. Zieh den Zaun weg und überrollen die Fässer diese dämlichen Azteken. Meister, wir könnten diese Heuballen in Brand setzen. Dann rollen wir sie hinunter zu diesen Unholden. Schnappt ihr den brennenden Ast und zündet die Heuballen damit an. Oh nein, noch ein Vulkan. Wir können niemanden mehr retten. Mehr können wir nicht tun, Herr. Wir haben viele Gefolgsleute und sind den Azteken entkommen. Jetzt müssen wir aufrüsten und diesen dämlichen Azteken in den Hintern treten.
Aber zuerst unterwerfen wir die Wikinger. Oder wir befreien sie, damit sie sich uns anschließen. Ich denke, das hat noch Zeit. Auf zu den Wikingern! Und das Tutorial geht gerade weiter. Ich kann fast nichts sagen eigentlich. Also, Seht, diese Menschen haben Schaut. wir gerettet. Sie gehen durch das Portal. Wunderbar! Okay, die paar haben es geschafft. Und wie viele sind auf der Strecke geblieben? Tja, na egal, wo waren wir? Das sieht nach einer alten griechischen Siedlung aus. Hier können wir uns niederlassen. Es sieht so friedlich aus. Keine Azteken zu sehen. Der perfekte Platz für einen Neubeginn. Es gibt schon ein Stadtzentrum, ein Lagerhaus und ein Feld. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Außerhalb dieses Rings habt ihr keine Macht. Je mehr Gebäude und Menschen es in deiner Stadt gibt, desto größer ist dein Einfluss. Wenn ihr lernen wollt, wie ihr euer Volk ernähren könnt, Herr, klickt auf die goldene Rolle über dem Feld. ja, es sieht jetzt so aus, dass ich eben all die goldenen Schriftrollen wird machen. Das wird nachher alles erklärt. Das wird alles erklärt von diesen zwei. Das ist eigentlich noch geil gemacht. Die Dorfbewohner brauchen dringend Nahrung, Meister. Bewegt eure Hand über das Feld und haltet die Aktionstaste gedrückt, um Getreide zu ernten. Wenn ihr 200 Nahrungseinheiten habt, bringt die Nahrung in das Lagerhaus. Und eben, wenn ich drüber fahre, sieht man noch gewisse Infos, wie viel Nahrung das es gerade hat, wie viel Arbeiter, wie viel, für wie viel das es langt und so. Eben lang Druck halten und dann... Jetzt haben wir genug Nahrung. Wenn unsere Leute nicht arbeiten, wird das mit dem Neuanfang nichts, Boss. Ihr könnt die Menschen zu Jüngern bekehren und sie für euch arbeiten lassen. Setzt einen Dorfbewohner auf einem Feld ab. Setzt den Dorfbewohner jetzt auf dem Feld ab. Die paar Bauern reichen völlig für dieses Windsfeld, Boss. Wir brauchen Holz, wenn die Menschen unsere Stadt vergrößern sollen. Reiß einen Baum aus und leg ihn auf dem Lagerhaus ab. Ah ja, bei Bäumen natürlich dasselbe. Wie viel Holz das eine hat. Steht da. Und ab damit ins Lagerhaus. Wir könnten einige Förster gebrauchen, die im Wald Holz sammeln. Nehmt einen Dorfbewohner und setzt ihn neben einen Baum, um einen Förster zu bekehren. Bekehrt insgesamt 3 Förster. Setz den Dorfbewohner jetzt neben einem Baum ab. Du gehst mal da über. Da werden fleißig Bäume gefällt, Boss. So. Da haben wir schon die nächste Schriftrolle. Ja, ich tue jetzt nicht vorweggreifen. Ich würde sonst gerade schon noch meine Arbeiter und sonst noch was machen, aber egal. Die Statuen auf dem Stadtzentrum stehen für die Bedürfnisse eurer Stadt. Sie zeigen euch, welche Gebäude die Menschen sich wünschen. Es ist sehr wichtig, dass eure Bürger zufrieden sind, also erfüllt ihre Gebäudewünsche. Seht ihr das Korn auf dieser Statue? Offenbar haben die Menschen Hunger. Wollen sie Erz oder Holz, sagen sie es euch. Behaltet die Statue also im Auge. Die Höhe dieses Sockels zeigt an, wie gut oder böse du bist. An der Spitze lodert eine Flamme oder plätschert ein Brunnen. Die ganze Stadt verändert sich, um dir zu zeigen, ob du gut, böse oder neutral bist. Diese Statue zeigt die Bedürfnisse der Menschen an. Je höher die Statue ist, desto größer ist das jeweilige Bedürfnis eurer Untertanen. Diese Schriftrolle zeigt unter anderem an, wie beeindruckend eure Stadt ist, wie viele Bürger sie hat und wie zufrieden diese sind. Seht sie euch also regelmäßig an.
Details erfahrt ihr, indem ihr eure Hand über die Statuen haltet und nicht bewegt. Genau, ja, und jetzt nicht verschrecken, weil es das ist jetzt noch nicht so, also ist alles cool. Braucht langsam Häuser. Ich bin 2% böse. Das wird jetzt, in diesem Level wird es noch ins Gute reingehen, wahrscheinlich, weil ich es genau so mache, wie mein Tutorial halt sagt. Erst im nächsten Level wird es böse. Und jetzt nicht verschrecken, es wird verdammt viel so. Ich werde das nicht alles erklären. Drückt zwischen rasch Pause, leset es euch durch. Ich schaue einfach mein Zeug nach, das ich brauche. Jetzt gerade die Bevölkerung Erwachsene interessiert mich. Ich brauche mindestens 34 Plätze für Häuser. Aber machen wir einfach die goldene Schriftrolle weiter. Euer Volk braucht Häuser. Da sind's. Bewegt eure Hand über das rotierende Gebäude und zieht es mit der Aktionstaste weg. Wir brauchen die richtigen Gebäude und Futter, um eine vernünftige Armee auszuheben. Genau, man kann es einfach rausziehen. Setz die Hütte Das jetzt ist mit noch einem praktisch. Klick ab. Also sie haben das Bedürfnis, also ziehen Das es Haus raus. scheint euch aus der Hand gefallen zu sein. Versucht es noch einmal. Dasselbe mit der Straße, man kann einfach rausziehen, wo man die Straße dann will. Das ist noch praktisch. Sehr. Und da ich böse bin, wenn man gut wäre, Sehr gut. Weiter so. Du kannst den Bau beschleunigen, indem du einen Baum auf das Gebäude fallen lässt. ja, das kommt gerade. Was soll ich jetzt sagen? Wenn man lieb ist, müsste man darauf achten, dass da... Schau, jetzt sind sie neutral. Wenn ich es wegtue, wären sie glücklicher. Das hängt damit zusammen, dass sie mehr Platz haben. Wenn sie keinen Platz Ihr haben, könnt sind sie auch den böse. Bauplan eines bestehenden Hauses verwenden. Bewegt eure Das Hand kann- über das fertige Haus, haltet die Aktionstaste gedrückt und zieht den Bauplan weg. Wollt ihr eine Aktion abbrechen und eure Hand leeren, schüttelt einfach eure Hand. Ja, habe ich alles schon gemacht. Eben, wenn sie mehr Platz haben, sind sie glücklicher und so sind sie halt eher böse. Das heisst, ich muss schauen, dass meine Leute unzufrieden sind, oder? Weil ich will ja böse sein. Gut. Jetzt müssen die 12 Villen errichtet werden. Leg den Baum jetzt über dem Fundament ab. Ups, Leg den Baum jetzt über dem Fundament ab. Seht ihr den Holzstapel? genau. Eure Dorfbewohner bauen daraus das Haus. 700. Das ist 300, also kann ich 300 aufnehmen. Wow, das ist ein bisschen zu viel gewesen. Da noch kleine. So. Und das ist eben gut, habt ihr gesehen? Wir Wenn können ich das auch mache, gibt's einige mir eine Baumeister gute Tat. bekehren, die an der Stadt weiterarbeiten. Setzt einfach einen Dorfbewohner neben einer Baustelle ab. Bekehrt 3 Baumeister. Setzt den Dorfbewohner jetzt an einer Baustelle ab. Ja, das ist nämlich so mühsam zwischen den Baustellen und so die Leute zu greifen bekommen. Ausgezeichnet. 3 Ein Baumeister. kleiner Bautrupp. Machen wir 5. Bekehrter Baumeister. Die anderen sind sozusagen arbeitslos, aber die tragen damit auch so Sachen um. Schau, die bringt jetzt Holz da oben. Das machen sie einfach so freiwillig. Ist schon noch cool. Und die zimmern es jetzt auf. Aber ich bin ja Gott und somit kommt gerade das nächste Tutorial. Hoffe ich. Da hat es überall so Schilder. Könnte noch hilfreich sein. Ja, so sieht das Land aus. 1, 2, 3, 4 Dörfli. Das Haus ist fertig. Seht ihr, wie sich die Menschen freuen.
Es geht, hä? Gott sei Dank sind sie unglücklich, ich will ja böse sein. Komm, bring das Tutorial. Ja, sie wollen unbedingt Häuser, wie ihr seht. Und auch wenn ich böse bin, Häuser muss ich ihnen geben, weil ich will ja mehr Ihr Leute, könnt oder? auch selbst beim Bau der Gebäude helfen. Endlich. Das ist Gottes Werk. Ja, ihr besorgt einfach Rohstoffe, die das Gebäude braucht. Haltet die Hand über das Gebäude, drückt die Aktionstaste und haltet sie gedrückt. Gottes Werk ist äußerst nützlich, kostet euch aber einige Rohstoffe. Ja. Eben, wenn ich jetzt zum Beispiel 700 habe und das Haus kostet 500, dann habe ich nachher auch alle 700 weg, zum Beispiel. Einfach so ein bisschen. Ein Malus. Aber das ist egal. Zeit ist wichtig. Nein, nicht so. Der grüne Ring, den Ja, ihr seht, ich ist weiß. euer Einflussbereich. Aber schau mal, die grüne Linie. So lange habe ich nämlich noch Power. Also wenn ich jetzt... So. Hast du gesehen? Es entzieht mir, je weiter raus ich bin, je schneller tut es mir entziehen. Also 5 Meter am Rand kann man noch nehmen. Gut, ihr habt vorerst genug Häuser gebaut. Die Menschen müssen sich, nun ja, vermehren. Scherz. Ach, es ist peinlich, darüber zu sprechen. Ist es nicht? Er redet von der Fortpflanzung. Fortpflanzen ist gar nicht peinlich, Boss. Wir brauchen 3 bekehrte Ich schau immer Brüter, auf um den die Teufel, der Bedürfnisse macht des sogar Dorfes Sache. zu befriedigen. Bringt einfach Frauen und Männer zusammen. Bekehrte Brüter sorgen permanent für Nachwuchs. Gut, machen wir Brüder. Perfekt. Noch 2 weitere? Dann ist die Nachfrage gedeckt. Wunderbar. Ihr habt jetzt genug Brüter erschaffen. Die Jünger verrichten ihre Arbeit, bis ihr ihnen eine neue Aufgabe gebt. Und die holt gerade das Holz und tut es wieder ins Lager. Ja, schau. Die hat schon einen gefunden. Da. Jetzt ist sie schwanger. Nachher flutscht dann schon bald noch ein Kind raus. Ist es so? Und dann laufen überall Kinder rum. Dann sieht man da Bevölkerung Kinder, 0 von 24. Platz habe ich jetzt 96, gell? Wir müssen unsere Bevölkerung vergrößern. Nun, da wir einige Brüter haben, wächst die Bevölkerung sicher bald auf 75 an. Auf 75 Bevölkerung, das geht recht lang. Aber je grösser die Stadt wird, desto mehr Eindruck bekomme ich. Seht euch diese Stadt an. Sie ähnelt der unseren. Das sind Wikinger, die sehen logischerweise anders aus. Ich brauche 1238 Klickt auf die Eindruck. goldene Schriftrolle, wenn ihr mehr über die Werkzeugleiste erfahren wollt. Ja, los. Erklär mir mehr. Also gut, öffnen wir die Werkzeugleiste. Seht ihr die Flagge am unteren linken Bildschirmrand? Ein Klick mit der Aktion. Was ist das? Das ist die Werkzeugleiste. Gut, schließt sie jetzt mit einem weiteren Klick. Öffnet sie nun wieder. Okay. Die Werkzeugleiste enthält verschiedene Menüs. Diese Menüs sind in Registerkarten unterteilt. Im Moment ist die Registerkarte Gebäude ausgewählt. Deshalb wird das Gebäudemenü angezeigt. Jedes Menü ist in Untermenüs unterteilt. Wir zeigen euch nun einige Techniken für erfahrene Götter. Drückt F4, um das Tributmenü zu öffnen. Nein, Scheissdreck. Mach das mit dem Maus. Das ist der coolste Teil des Menüs. Der Tribut ist sozusagen eine Währung. Ihr könnt davon beispielsweise neue Gebäude kaufen. Ihr könnt eure göttlichen Mächte stärken oder eure Stadt erweitern. Meistert ihr eine Herausforderung, erhaltet ihr einen Tribut. Im Moment haben wir Tribut im Überfluss. Genug, um einen Tempel zu bauen. Ihr könnt jetzt einen Tempel bauen. Das ist eine gute Sache, eine wirklich gute Sache. Eure Stadt wird durch solch einen Bau beeindruckender. Wählt den Tempel im Gebäudemenü aus und setzt ihn in eurer Stadt ab. Ja.
Eben, schau mal, wie glücklich meine Leute werden. Das heisst, ich baue sicher nicht zu den Leuten her. Zum Bau einiger Gebäude wird Erz benötigt. Erz wird aus 2 Quellen gewonnen. Da hätten wir zum einen die Erzmine. Ein Erzvorrat im Boden, den eure Dorfbewohner abtragen können. Es gibt auch Erzfelsen. Die Dorfbewohner können das Erz abtragen. Um Zeit zu sparen, solltest du aber selbst mit anpacken. Ja, die Straßen sind damals noch komplizierter. Gut, also ich will zuerst mal... Hallo? Ah, das ist schon Baumeister. Zuerst mal noch ein Bauer mit. Bekehrter Bauer. Eben, die gehen auch freiwillig Holz holen. Sie sind einfach nicht so effektiv. Bekehrter wie wirklich ein Baumeister. Bauer. Die holen beispielsweise so etwa 40 und so und dann laufen sie wieder ein bisschen um. Boss, beschleunigen wir das Ganze mit Gottes Werk. Hol etwas Holz oder Erz. Haltet eure Hand über den Tempel und haltet die Aktionstaste gedrückt, um beim Bau zu helfen. Was soll ich sagen? Eben, dann laufen sie wieder ein bisschen und so und der Bauer sammelt wirklich bis er 300 hat und dann geht er erstmal zurück und dann holt er nochmal 300 und dann ist der Tag mal vorbei. So in diesem Stil. Bäume rausreissen ist böse, aber helfen ist wieder gut, also gleicht sich das wieder aus. Allerdings, wenn ich jetzt so das Bäume nehmen und einfach wegrühren, ist auch nicht gut, oder? Dann haben wir noch Erz. Bekehrter Minenarbeiter. Bekehrter Minenarbeiter. 9000 Erz, ja, das lange Führung. Schau mal, was da noch alles rumliegt. Ich baue den rasch fertig. Gut gemacht. Und schau mal, wie weit der Einfluss erhöht. Voll easy. Ja? Ja, ich habe genug Eindruck, würde ich sagen. Die werden jetzt bald mal zu mir kommen, weil sie da unglücklich sind. Aber da werden sie noch glücklicher Baut ihr eine beeindruckende Stadt, kommen die Menschen von nah und fern. eben Öffentliche Gebäude sind übrigens sehr beeindruckend. So wird niemand verletzt. Wir bekommen mehr Gefolgsleute und eure Macht wächst. Macht. Seht, diese Menschen sind beeindruckt. Sie wollen in unserer Stadt wohnen. Sie bringen all ihr Hab und Gut mit. Hurra! Menschen aller Stämme kommen von nah und fern, um in einer guten Stadt zu wohnen. Klugheit führt zum Sieg. Eben, das ist der Weg vom Guten. Grosse, schöne Stadt bauen, mit Tempel, wo die Häuser glücklich macht. Mit einem Lager, mit genug zu essen, genug Holz, genug Erz. Ich halt jetzt eben probiert das Gegenteil zu machen. Ich hätte es schon so... Fuck, was ist los? Ich hätte es schon schön... Egal, lassen wir das Thema einfach jetzt gerade rasch sein. Ja. Machen wir mehr Häuser. Ah, die werden jetzt glücklich wegen dem Tempel, der da ist. Egal, es ist nur ein Tutorial. Es wird sowieso gut. So, das ist für die Wanderer. Natürlich genau gleich wie auch die normalen Leute. Also die normalen, sorry. Nein, nicht so. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Wie die Einheimischen, so Einflussbereich. muss ich sagen.